Der zweite kommt noch, keine Angst. Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest und auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals viele fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien oder aus Judäa, Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowie solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen hatten. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das nur zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Pfingsten. Pfingsten war in meiner Jugend die Zeit, wo wir traditionell mit dem Zefi, wo ich noch so eine Jugendgruppe drin war, ins Pfila gegangen sind. Wer war schon mal im Pfila? Ja, kann man nicht ausrotten, es ist so. Und jedes Jahr ist wieder Pfila und man soll es nicht glauben, der CVM, wo ich damals war, geht immer noch den gleichen Ort hin und macht dort Pfingstlager und Zeltlager. Einmal Pfila, immer Pfila. Ich habe erst viel später gemerkt, dass es sich bei dem zusätzlichen freien Tag, den wir den Morgen haben, sehr viel um den Heiligen Geist dreht und nicht um das Pfingstlager. Pfingsten, das war in meiner Jugend so eine Zeit eben, ja, Pfingstlager, das war alles. Erst viel, viel später wurde mir klar, da geht es ja nicht nur ums Lager, sondern da geht es tatsächlich um diesen Heiligen Geist. Und später ist mir die Größe vom Heiligen Geist noch mehr deutlich geworden als theologische Größe. Und sagt, das ist wirklich von Bedeutung der Heilige Geist. Aber sehr viel später. Und noch viel später habe ich den Heiligen Geist wirklich als eine Dynamik, als eine Kraft in mir erlebt, als Gotteskraft in mir erlebt, die mich Dinge hat tun lassen, wo ich mir früher habe nie vorstellen lassen. Zum Beispiel für Kranke zu beten. Zum Beispiel Gottes Wort irgendwo weiterzugeben. Zum Beispiel Menschen von diesem Jesus Christus zu erzählen. Zum Beispiel einfach Barmherzigkeit zu praktizieren und so weiter. Erst viel, viel später habe ich diese Kraft in mir entdeckt. Und bevor ich jetzt weiter von mir und meinen Erfahrungen rede, hole ich eben meinen guten, alten, jungen Freund Manuel Schmid auf die Bühne. Und weil er hat einiges auch über Pfingsten, den Heiligen Geist, in seiner Biografie zu erzählen. Und wir werden darüber reden. Jetzt gebt dem Manuel einen fetten Applaus. Yes, da ist er. Danke, Ralf. Ich wäre fast schon zu früh auf die Bühne gekommen. Ja, ich habe schon aufgepasst. Ne? So eifrig. So, ja. Manuel, wir haben uns so vor 13, 14 Jahren näher kennengelernt. Und ich habe mal neben dir im Gottesdienst damals gestanden und wir waren zusammen auf so einer Seelsorgewoche in Ilanz. Stimmt. Wir erzählen nichts davon. What happens in Ilanz stays in Ilanz. Stays in Ilanz. Genau. Und wir haben dort gesungen, wir haben auch füreinander gebetet, also für andere Leute in der ganzen Gruppe umher. Und dann hast du neben mir laut, dynamisch, so wie du bist,
und in anderen Sprachen gebetet. Da war einmal ein Spruch, wo ich denke, hei, 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 das ist wie Apostelgeschichte 2, wo kommt der her? Rätoromanisch oder weiß der Geier, auf jeden Fall, ich habe nichts verstanden, aber du hast sehr dynamisch gebetet und yes, yes, yes. Ich bin betrunken gewesen, Ralf. Nein, Das nein, kam doch nein, erst später. Nein. nein. Du hast mir trotzdem später erzählt, das gar nicht so selbstverständlich gewesen ist für dich, die Erfahrung zu machen mit dem Heiligen Geist, das Thema Heiliger Geist, weil dein christlicher Hintergrund, woher du kommst, ist mal ganz vorsichtig ausgedrückt, die könnten noch Pfingsten ausfallen lassen und würden sagen, gehen wir lieber arbeiten, das müssen wir nicht übertreiben. Ja, ich würde sagen, ich bin in einem ziemlich so geistvergessenen Milieu groß geworden, so ganz sehr konservative, gesetzliche, evangelikale Kirche ist das gewesen, oder die Verhältnisse dort. Und es ist auch von der Äußerlichkeit ist sehr traditionell gewesen, mit Orgelmusik und mit Gesangsbüchli, so dicke schwarze Gesangsbücher und so. Der Gedanke an ein Schlagzeug, der hätte kollektiven Herzinfarkt verursacht. Also das ist überhaupt nicht gegangen. Es ist viel, also ich verdanke dem Milieu auch viel, aber dort sind wirklich Grenzen gewesen. Es ist ganz viel vom Vater gedreht gewesen, eher ein strenger Vater als eine anti-autoritäre Erziehung. Also Gott, der Vater, ist viel zur Sprache gekommen. Und von Jesus hat man ganz viel geredet, aber vom Geist Gottes eigentlich sehr, sehr wenig. Und eigentlich, wenn man vom Geist Gottes geredet hat, dann meistens eher im Sinn von einer Warnung, dass es quasi christliche Gruppen gibt, wo sich der Geist Gottes auf die Fahne geschrieben haben, aber in Wirklichkeit einem Schwarmgeist verfallen sind, so hat man das damals gesagt. Das hat natürlich vor allem pfingstlich-charismatische Gemeinden und Christen gemeint. Also ich muss das vielleicht kurz erklären, also pfingstlich-charismatische oder Pfingstertum, charismatische Kirchen, das ist ein breiter Strom im weltweiten Christentum, eigentlich der schnellst wachsendste Strom, vor allem außerhalb der westlichen Welt. Und dort legt man sehr viel Wert eben auf dem Ausdruck vom Glauben. Die Leute, die stehen auf, die heben die Hände auf. Ein bisschen wie wir, oder? Wir kommen ja eigentlich auch aus dem... wir sind auch in dieser Schneise, oder? Das sind Leute, die eben mit Wunder rechnen, die für Kranke beten und die dann auch so Geistesgaben, wie du es jetzt erwähnt hast, eben Sprachengebet, also so eigentlich ein Beten in einer Sprache, die man selber nicht so wirklich versteht und auch sonst versteht es eigentlich meistens. Also ich habe schon erlebt, dass jemand verstanden hat, aber meistens versteht es niemand, aber wo einem irgendwie so gleich innerlich aufbaut. Und das wird dort groß geschrieben. Und das war für mich ein absolut rotes Tuch in meiner Vergangenheit. Ich weiss, unser Prediger hat uns damals gewarnt davon, einem Pfingstler die Hand zu geben bei der Begrüßung, wie sonst der Dämon, der ihn besetzt, könnte auf mich überspringen. Oder? Also so bin ich aufgewachsen. Oder? Ja, ja, und von dem her ist, also Heilige Geist ist für mich eher etwas gewesen, wo mit ganz vielen Warnschildern versehen ist, so, lieber nicht ausprobieren, es ist gefährlich, es könnte schief gehen und dann landest du auf der anderen Seite quasi, auf der dunklen Seite der Macht und dort willst du ja nicht sein, oder? Nein. Und doch hast du dann einen Weg gemacht, wo man, wie schon angesprochen, du hast Erfahrung offensichtlich gemacht und auch da ist ja, hast du ja lange Jahre hier voll mitgeprägt, geleitet, in eine Richtung, wo wir mit dem Geist Gottes rechnen und darum beten, Gabe vom Geist einsetzen. Und du hast ja irgendwie eine Veränderung erfahren. Du bist, Stichwort, in eine Jugendgruppe mal gegangen, in der Frühzeit, dann später bis nach Deutschland, eine Zeit lang in Dütsche gewesen, in die aufgenommen und hast auch da große, sag ich mal, Erfahrungen gemacht, die dich irgendwie erweitert haben oder ein Mehr gezeigt haben. Ja, ich glaube, das Entscheidende ist für mich die Zeit in dieser Jugendgruppe. Ich bin da irgendwie durch Kollegen von Kollegen und so bin ich einmal in so einem Jugendgottesdienst gelandet von einer charismatischen Kirche und dort ist es wild zu und her gegangen. Ich war irgendwie 17 gewesen und die haben dort wirklich so einen, man könnte sagen, so einen erwecklichen Aufbruch erlebt. Also wirklich so, das ist so eine, ich habe das Gefühl, so eine spürbare Gegenwart Gottes dort im Raum gewesen, wirklich, wo mit Händen zu greifen ist. Es ist auch so, es ist so
raw gewesen irgendwie. So, wir haben das Bunker genannt, man hat sich in einem Luftschutzkeller, jetzt, das ist der Grund, oder? Wir haben uns in einem Luftschutzkeller, in einem Luftschutzbunker getroffen, tiefe Decke, und das ist so eine christliche Rockband, das ist eigentlich eine Heavy-Metal-Band gewesen, die kollektiv quasi am gleichen Abend, zum Glauben an Jesus gefunden hat und dann gesagt hat, wir machen jetzt quasi Jesus-Rock, und die haben dort ihre Boxentürme aufgestellt, die sind so bis 2 Zentimeter unter die Decke von dem Luftschutzbunker gegangen, und wenn der Bassist seine quasi Soundcheck gemacht hat, dann hat man schon den ersten Hörsturz gehabt, oder? Das ist so, das hat bei jedem Ton hat es einem Tor aufgestellt, oder? Das sind aber die Leute mit einer Begeisterung dort gewesen und haben die Hände aufgestreckt, haben füreinander gebetet. Ich habe das noch nie erlebt, das war für mich völlig neu gewesen und irgendwie unglaublich faszinierend und ansteckend. Das ist auch sehr viel passiert. Das sind Kraut und Rüben sind dort zusammengekommen. Ganz viele Leute aus prekären Verhältnissen, Drogensüchtige, Obdachlose und so, sind dort reingekommen, haben Jesus-Erfahrungen gemacht, sind von ihren Süchten frei geworden und so, crazy. Aber auch ganz viele Leute, so wie ich, so aus gesetzten evangelikalen Freikirchen, sind dort reingestolpert und haben so ihre ersten intensiven Erfahrungen mit dem Geist Gottes gemacht. Dein Vater hat ja etwas sehr Spezielles erlebt. Ja, also eben ich bin zuerst dort rein und habe dann irgendwie plötzlich bin ich überwältigt von es hat Lieder gegeben, die mich so angesprochen haben, dass ich beim ersten Akkord irgendwie in Tränen ausgebrochen bin. Es haben Leute irgendwelche Eindrücke, sagt man dann, oder? Wenn man das Gefühl hat, Gott hat mir irgendetwas gegeben, das ich jemand anderem weitergeben könnte, und Leute haben ihre Eindrücke mit mir geteilt und ich habe das Gefühl gehabt, wow, straight to the heart, oder? Das hat mich so aufgewühlt dort. Und mein Vater ist dann auch mal mitgekommen, dort sind wir schon in einem anderen, nicht mehr in diesem Luftschutzbunker gewesen, sind wir ein bisschen gezähmter geworden, dann, nicht mehr ganz so rockig und so, aber das ist ständig gewachsen, da sind Hunderte von Leuten, Hunderte von Jugendlichen sind dort dazugekommen. Mein Vater ist dann einmal mitgekommen und er ist auch noch mit diesen ganzen Vorurteilen gegen Pfingstler und Geist Gottes und überhaupt, er muss sehr vorsichtig sein und so, und dann hat er aber gleich, ist er berührt worden dort und ist dann aufgestanden und hat für sich beten lassen. Und dann ist jemand, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ist dort hin zu ihm und vor ihn angestanden und hat so für ihn gebetet. Und dann hat es mein Vater irgendwie... das ist jetzt auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt, aber dann hat es ihn nach hinten getatscht durch 2 Stuhlreihen und er ist am Boden gelegen, eine Stunde, und wir haben gedacht, oh, müssen wir den Notarzt holen, und dann ist er nachher wieder so quasi zu sich gekommen und hat dann erzählt, Gott habe zu ihm geredet und habe quasi jahrelange Wunden geheilt in seinem Herz und so. Und das ist für uns alle sehr, sehr strange gewesen, sehr, sehr eigenartig, aber auch sehr eindrücklich, um irgendwie Gott auf die Art zu erleben. Und ich würde schon sagen, wenn das nicht passiert wäre, dann weiß ich jetzt nicht. Das ist für mich schon eine entscheidende Weichenstellung gewesen, auch wenn ich mich nachher jetzt nicht immer in diesem Milieu bewegt habe. Aber das war für mich eine entscheidende biografische Weichenstellung, weil ich das Gefühl hatte, ich habe dort schon etwas von Gott erlebt. Oder? Das ist interessant, weil ich selbst habe das ja auch durch die Begegnung mit Christen aus England, Access Christian Fellowship, ist mir das überhaupt mal erst die Dimension aufgegangen, dass es wirklich übernatürliche Begabungen gibt. Und bis dahin habe ich gedacht, ja, irgendwie stimmt das schon irgendwie, aber heutzutage ist das gar nicht mehr. Und erst da habe ich auch selbst so Erfahrungen gemacht, denke, ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Und John Wimber, so in der 80er, 90er Jahre vom letzten Jahrtausend, man betet für Menschen und Menschen können wirklich gesund werden. Das ist interessant. Dann haben wir eine sehr ähnliche Parallele. Ich bin nie durch die Reihen geschoben worden. Du warst noch in Deutschland in der Bibelschule? Ich bin eben auch schon durch die Reihen geschoben worden, das könnte man dann auch erzählen. Das Ganze hat immer auch missbrauchsanfällige Seiten, oder, die ganzen Geschichten. Und das gibt es natürlich dann auch. Vielleicht können wir auf das noch sprechen. Ja, was hast du gesagt? Auf Deutschland bin ich noch. Ja, da bin ich 2 Jahre ins Glaubenszentrum Bad Gandersheim, an die charismatische Speerspitze Deutschlands, und haben wir dort noch mal 2 Jahre Full Impact reingezogen. Das ist auch irgendwie so eine, ich wollte dort ein Zwischenjahr machen und bin am Schluss 2 Jahre dort gewesen. Aber das ist auch so richtig ganz, ganz explizit Geist erfüllte oder auf Geisterfahrungen ausgerichtete Atmosphäre gewesen, wo ich
dort erlebt habe. Das ist eigentlich aber auch alles gewesen, was zählt hat. Also Theologie ist sehr stark verdächtigt worden. Also man hat quasi, das ist der Weg zum vom Glauben abfallen, Theologie studieren. Das ist ganz schlimm, oder? Es hat nur das zählt, was übernatürlich, außergewöhnlich, unmittelbar ist. Und jemand, der irgendwie zu viele Fragen stellt oder zu viele Gedanken anstellt, der steht einfach im Wirken Gottes im Weg. Dort habe ich dann ja nachher auch so ein bisschen, bin ich einen anderen Weg gegangen. Genau, oder? du hast ja dann genau das gemacht, was du nicht machen solltest. Du hast Theologie studiert. Ja, das muss man so sagen, weil das ist einfach so. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, ganz während der Phase. Und das ist eine neue Erfahrung. Und nochmals, in meiner Wahrnehmung, wie nochmal eine Erweiterung erfahre. Nicht Pendel, aber vielleicht kannst du selbst was dazu sagen. In meiner Wahrnehmung hast du nochmal eine andere Dimension auch vom Geist Gottes irgendwo damit innegebracht, auch hier mit den ICF gebracht. Ja, also ich meine, das sind so biografische Prozesse, wo es mir schon auch geholfen hat, auch theologisch über Sachen nachzudenken, aber auch irgendwie Erfahrungen zu sammeln, auch so langfristige Beobachtungen zu machen mit mir selber und mit anderen Menschen. So, das hat schon auch geholfen. Man könnte jetzt sagen, das Pendel hat sich wieder eingemietet, aber das wäre nicht ganz richtig. Ich habe mir so die Sehnsucht nach so verdichteten Moment von der Gegenwart Gottes. Ich glaube, die habe ich mir bis heute bewahrt. Das ist etwas, was mir auch irgendwie wichtig ist. Das ist etwas, ich möchte irgendwie einen Glauben pflegen, wo von Gott erwartet, dass er meinen Horizont aufsprengt, wo von Gott erwartet, dass er mich überrascht, wo von Gott erwartet, dass irgendwie es nicht alles immer so schön in mein System hineinpasst und so und das ist alles wunderbar erklärbar, sondern wo ich auch mal muss sagen, okay, jetzt hands off, jetzt ist irgendetwas eingebrochen, wo mich vielleicht sprachlos macht. Und ich muss auch sagen, für meine wie sagt man dem, Frömmigkeit oder mein Glaube oder meine Spiritualität, ist es immer noch sehr wichtig. Ich meine, ich komme da in den Gottesdienst, ich habe ganz oft im Gottesdienst habe ich so einen Moment, wo es plötzlich so klar wird, wo es so leicht wird, wo ich wie merke in einem Lied oder wo ich irgendwie loslassen kann und wo ich das Gefühl habe, es ist so eine Nähe da, so eine Berührbarkeit Gottes. Für mich ist es sehr wichtig. Aber ich habe erstens gemerkt, dass es nicht alle Leute gleich erleben. Also ich kenne tiefgläubige, aufrichtige, ernsthafte Christinnen und Christen, die Gott fast nie über ihre Hühnerhaut erleben, oder? Wo einfach anders verdrahtet sind. Und ich habe gemerkt, dass es Leute gibt, und ich würde das auch im Blick auf meine Biografie sagen, wo so einen Moment im Überfluss erleben, wo quasi irgendwie so wirklich so eine Highspeed-Leitung in den Himmel zu haben scheint und so einen Moment im Überfluss erleben, wo aber keine nachhaltige Veränderung erfahren irgendwie. Also ich habe das bei mir selber, die Jahre, wo ich in dieser Szene so eingetaucht bin, das sind ganz entscheidende Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Gott, mit dem Geist Gottes. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die Zeit gewesen, wo sich mein Charakter am stärksten verändert hat oder wo ich das Gefühl habe, da bin ich also es ist, wie soll ich sagen, es ist zumindest kein notwendiger Zusammenhang zwischen so einem Moment, wo man irgendwie Gott so nah und unmittelbar erlebt und der nachhaltigen Charakterveränderung. Ich habe viele Leute aus dieser Zeit von dem Jugendgottesdienst, ganz viele von diesen Leuten, die wirklich Gott quasi auf Knopfdruck erlebt haben, bei jeder Worship-Zeit, die wir gemacht haben, ganz viele von denen haben mit Kirche und Glauben nichts mehr am Hut jetzt. Also ich glaube, zum Teil kann es auch sein, dass so eine Eigendynamik ins Spiel kommt, wo man irgendwie geistliche Erfahrungen sucht und wo dann so eine Nabelschau-Spiritualität entwickelt. So ein bisschen ein Frömmigkeitsstil, wo man die ganze Zeit sich irgendwie die geistliche Betriebstemperatur misst und ein Thermometer irgendwie parat hat und schaut, jetzt muss ich mal wieder ein paar Bricken ins Feuer hineinlegen, jetzt muss ich mal wieder an eine Konferenz, um irgendwie wieder aufpümpeln und so. Aber dann kann so etwas Selbstreferenzielles bekommen, wo man irgendwie für seine eigenen spirituellen Erfahrungen lebt und zum Beispiel
tendenziell vergisst, was da außen passiert. Vergisst, was eben im Sudan passiert oder was in dieser Welt passiert, in der Gesellschaft. Vergisst, was man vielleicht für eine Aufgabe auch könnte haben, wie man irgendwie sich so in dem... Also die Bibelschulzeit, die ich gemacht habe, ist im Rückblick ganz extrem so gewesen. Das war ein frommes Silo gewesen. Alles außenrum hat uns nicht interessiert. Wir sind dort in einem kompletten spirituellen Aquarium gewesen und haben quasi Selbsttest gemacht, oder 2 Jahre lang. Und irgendwann muss das hören, oder? Das ist, ja. Das ist gut, ja. Wir verlassen das Aquarium. Look, wenn ich dir so zuhöre, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ich sage, look, die mehr Erfahrungen, es gilt nicht darum, das eine schlecht zu machen, das besser zu machen, aber eben die Grenzen, wo man merkt, ja, eben sind wir im Aquarium drin, drehen wir uns nur noch um uns selbst oder messen wir nur noch oder verändern wir auch was, wird in uns was verändert. Eben die Mehrerfahrungen in deinem Leben. Ich finde das wirklich spannend, auch hinsichtlich vom Heiligen Geist, wo wir als Kirche mit rechnen. Wo wir sagen, wir möchten wirklich mehr von dem erleben. Vervollständige doch mal den Satz, der Heilige Geist ist mehr als. Okay, also ich würde vielleicht zuerst sagen, der Heilige Geist ist mehr als Emotionen. Es gibt ganz entscheidende Erfahrungen, die auch sehr emotional sind, die man mit Gott machen kann. Ich vom Typ her, mir liegt das eigentlich auch. Ich bin auch ein bisschen so verkabelt, ich bin nicht so weit weg am Wasser gebaut und für mich ist das wichtig, aber ich glaube, der Geist Gottes und das Wirken vom Geist Gottes ist mehr als Emotionen. Gottes Geist wirkt nicht nur durch starke Gefühl. Also ich habe vorhin schon gesagt, ich kenne ganz nüchterne, unaufgeregte, ausgeglichene Christinnen und Christen, wo ich das Gefühl habe, wo der Geist Gottes ganz entscheidend wirkt in ihrem Leben und die haben sich vielleicht nicht einmal ein Tränchen weggedruckt, oder? Ich denke manchmal an Menschen, ich kenne Leute, die ihre ganze Familie mit Sack und Pack eingepackt haben und auf Kasachstan sind, um dort Menschen in einem Wasserprojekt zu helfen. Ich kenne Leute, die auf Manila gezogen sind. Es gibt Leute, die im Sudan bei MEDER mithelfen. Es gibt Leute, das sind zum Teil, nicht immer, aber zum Teil sind das ganz nüchterne Leute, die haben nicht tagelang heulend auf dem Boden verbracht, aber irgendwann gefunden, doch, da braucht es mich und eine Entscheidung getroffen und zum Teil lange darüber nachgedacht, mit Freunden geredet und weiss ich was, aber das ist nicht eine weniger geistliche Erfahrung, das ist nicht weniger Geist Gottes dort drin. Das sind Leute, die zum Teil einen wahnsinnigen Preis zahlen und eine hohe Hingabe zeigen, aber es hat mit Emotionen an sich gar nicht so viel zu tun. Also ich habe jetzt nach 15 oder 17 Jahren Erfahrung im ICF, würde ich sogar sagen, wir sind Leute fast lieber, wo Entscheidungen nicht aus so einer emotionalen Begeisterung heraustreffen oder Versprechungen nicht aus einer emotionalen Begeisterung machen, sondern aus einem guten Nachdenken, einem guten Abwägen, was kostet mich das, was bedeutet das für mich. Ich habe einfach, und das ist jetzt wieder, ich meine es nicht abwertend, aber ich habe einfach immer wieder erlebt, wie Leute mir wirklich ein T-Shirt vollbrüllen, dass ich nachher da zwei so Flecken drauf habe und so berührt sind von etwas und sagen, ich gebe alles für das. Und am Schluss, wenn es Leute braucht, dann sind die einmal weg. Und die Leute, die dann dort stehen, sind so ganz unaufgeregte Leute, die finden, ja, also ich habe gedacht, ich packe jetzt da mal an und ich kann da vielleicht etwas. Mir ist das auch sehr sympathisch. Ich sage das jetzt vor allem auch für die unter euch, die vielleicht nicht so emotional gestrickt sind oder die nicht so spirituell immer Wahnsinnserfahrungen machen. Es gibt auch Leute, die froh sind, wenn sie die Worship-Zeit heil überstehen, wenn sie irgendwie das hinter sich haben. Und dann, es gibt auch Leute, die froh sind, wenn sie Predigt hinter sich haben. Das gibt es auch. Aber ich meine, da können wir die Beispiele aneinander rein. Ich will nur sagen, Menschen sind unterschiedlich gestrickt und es gibt Leute, die sehr froh sind, wenn das letzte Lied erklungen ist. Mehr als Emotion, es ist nicht nur Gefühl, aber es kann durchaus eine intensive Gefühlserfahrung sein. Ja, voll. Für mich ist eine Geisterfahrung sehr oft mit starken Emotionen verknüpft, aber ich habe höchsten Respekt vor Leuten
und kenne viele von denen, die sehr viel nüchterner und sehr viel weniger emotional unterwegs sind, die aber, wenn es darauf ankommt, bereit sind, Geflüchtete bei sich aufzunehmen, die bereit sind, etwas zu unterstützen und sich das wirklich etwas zu kosten zu lassen, die bereit sind, irgendwie eine berufliche Entscheidung zu treffen, die mehr Zeit frei macht für die Familie. Und die machen das oft ohne Ströme von Tränen, die vergossen werden, aber absolut, finde ich, Geist geleitet und Geist erfüllt. Was mit Spontanität? Ja, das ist auch so etwas. Man könnte das also als Mythbusters, es gibt doch die Mythbusters, oder? Man könnte so, die so Mythen widerlegen, oder? Ja. Und man könnte sagen, ein Mythos ist, der Geist Gottes wirkt nur durch starke Gefühle, und ein anderer Mythos ist, der Geist Gottes wirkt nur durch spontane Eingebungen. Ich bin sehr stark so polt in dieser pfingstlich-charismatischen Zeit, ist irgendwie alles, was spontan kommt, alles, was quasi von oben ab irgendwie mich ereilt, und ich hätte nie damit gerechnet, und plötzlich, pam, das ist alles viel, viel besser gewesen als Zeug, wo irgendwie wo vorbereitet war. Also wir haben bei uns einmal so gescherzt und gesagt, ja, wenn du in einer Pfingstgemeinde als Pastor, wenn du volle Aufmerksamkeit von den Leuten willst haben, wenn du willst, dass sie dir an den Lippen hängen, dann musst du auf die Kanzel und musst sagen, ich habe heute Morgen unter der Dusche oder noch besser auf der Hinfahrt, wo gar keine Zeit mehr war, um etwas anderes vorzubereiten, habe ich die Eingebung gehabt, ich sollte einfach geradeaus predigen, was der Geist Gottes mir eingibt, und dann musst du die Predigt machen, die du in der Woche vorher vorbereitet hast. Dann haben alle das Gefühl, das ist auf einem ganz anderen Inspirationslevel, wie es direkt vom Geist Gottes kommt. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, es gibt so Momente, wo Gott zu uns redet. Es gibt so Momente, wo Gott uns spontan irgendeine Eingebung gibt und wir folgen der und wir merken, jetzt bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Gott sei Dank, Halleluja für so Momente. Aber das Wirken vom Geist Gottes erschöpft sich nicht da drin, sondern es gibt auch allen Grund, um damit zu rechnen, wenn ich unter der Woche eine Predigt vorbereite. Dass Gottes Geist hoffentlich nicht nur am Sonntag aktiv ist und der Rest der Woche auf der Hängematte wartet bis zum nächsten Sonntag, sondern dass er bei mir ist und mich inspiriert und mir hilft und mir bei den Vorbereitungen beisteht. Es gilt übrigens auch für Schüler oder Studenten, die das Gefühl haben, sie können ihren Mangel an Lernvorbereitung kompensieren mit einem Gebet um spontane Inspiration. Oder? Gott lässt nicht immer alles mit sich machen. Also manchmal ist es auch einfach hilfreich, wenn man sich vorbereitet für eine Prüfung und nicht das Gefühl hat, man könnte dann irgendwie die richtigen Antworten direkt downloaden vom himmlischen Konto. Es gibt doch die Anekdote von dem, ich habe die glaube ich auch schon erzählt, aber ist ja gleich. Es gibt die Geschichte von einem Pfarrer, der auf die Kanzel kommt und sagt, Leute, es war eine strenge Woche, ich bin mit der Predigtvorbereitung nur bis in die Hälfte gekommen. Und das heisst, die erste Hälfte werde ich den Vorbereitungen folgen, für die zweite Hälfte ist dann der Heilige Geist zuständig. Und dann haltet er seine Predigt und am Ausgang kommt eine alte Frau auf ihn zu und flüstert ihm ins Ohr und sagt, Herr Pfarrer, also Sie predigen ja schon viel besser als der Heilige Geist. Alter. Ich will nur sagen, es muss nicht alles unmittelbar kommen. Ich sage das auch im Blick auf gesunde geistliche Gewohnheiten, die man entwickeln kann, wo jetzt nicht super spontan sind, sondern wo man sagt, ich verbringe jeden Morgen, wenn ich meine Kaffee trinke, dann sitze ich irgendwie an und eine Viertelstunde und gehe in mich und so. Und dann, es gibt so absolut berechenbare Timeslots, wo man sich geben kann, wo ganz oft der Geist Gottes Gelegenheit hat, um einem irgendwie einem etwas ins Herz hineinlegen, um eine Haltung zu ändern oder irgendwie so. Und das ist völlig unaufgeregt und berechenbar, aber nicht weniger geistlich. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Wir könnten noch Stunden reden, aber das ist, ja, genau. Wenn uns allen hier mitgeben würdest, Luc, für die nächsten Wochen, Monaten, wir möchten mehr von dem Wirken Gottes in unserem Leben erleben. Wir möchten wirklich mehr von diesem Heiligen Geist erleben. Der Heilige Geist ist mehr als Emotionen, mehr als
Spontanität, mehr als nur diese Unmittelbarkeit, jetzt und das ist so. Was würdest du einem empfehlen oder was würdest du mir empfehlen und sagen, hey Ralf, hab darauf Acht in der nächsten Zeit? Also ich würde das zuerst mal mir empfehlen, oder? Das ist natürlich etwas, wo ich jetzt auf die eigene Kappe schreibe auch. Ich würde uns ermutigen, zum Probieren, so einen Moment oder Ort festzumachen in unserem Leben, wo wir irgendwo Raum geben für in dem weiteren Sinn. Es muss nicht emotional sein oder so, das muss auch nicht jetzt super spontan sein, aber wo wir Raum geben für Gottes Geist, zum in uns etwas bewegen, etwas anstoßen. Also es gibt ja die Idee aus dieser keltischen Spiritualität, von diesen Thin Places, von diesen dünnen Ort gemeint ist, von diesen Ort oder Moment im Leben, wo wie die Mauer zwischen Erde und Himmel, zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt so porös wird, durchlässig wird. Das ist eine uralte Vorstellung. Man hat dann an diesen Ort auch Kirchen gebaut. Also das ist eine uralte Vorstellung, wo man aber gut anwenden kann. Auf zum Beispiel, für mich natürlich der Gottesdienst ist immer seit Jahrhunderten ist als so ein dünner Ort gestaltet worden. Ein Ort, wo der Himmel die Erde kann küssen, wo der Himmel die Erde kann berühren, wo man irgendwie sich auftut und wo man merkt, jetzt wird etwas porös und der Geist Gottes kommt irgendwie Raum über in mir, um etwas in mich hineinzulegen. Aber es kann auch sein, dass man eine Zeit hat, wo man in die Natur geht, wo man in die Schöpfung geht, wo man unter der Woche irgendwie sich bewusst dem aussetzt oder im Alltag. Das ist etwas, was mir ganz oft abgeht, aber wo ich glaube, das ist sehr entscheidend, wenn man mehr Raum will geben für das, weil ich glaube, das Problem ist nicht, dass der Geist Gottes nicht will wirken oder nicht will reden oder nichts will machen an uns und so außerhalb vom Sonntagmorgen, sondern das Problem ist oft, dass wir irgendwo den Raum nicht geben, oder? Ja. Das wäre die Ermutigung zuerst an mich, aber dann vielleicht auch an ein paar andere. Danke dir, Manuel. Ich möchte schließen mit dem Vers aus 2. Timotheus. Der Paulus schreibt da an seinen Freund Timotheus und sagt ihm ausdrücklich nochmal, wir haben nicht einen Geist von der Verzagtheit bekommen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und das ist für mich ein sehr großes Leitwort. Wir haben nicht den Geist von der Verzagtheit bekommen. Und ich möchte euch Mut machen, wirklich unverzagt auch neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. Unverzagt, wirklich da offen zu sein, wie du gerade gesagt hast, nicht nur in dem, wie es jetzt unbedingt für dich immer sein muss, sondern wirklich auch neue Wege zu gehen, um Neues auch zu erleben, um mehr von dieser Kraft Gottes zu erleben. Weil für mich ist so ein dünner Ort, ist für mich am meisten die Natur. Weil ich da am meisten wirklich die Gegenwart Gottes, die Größe Gottes erlebe. Ich finde so Videos wie jetzt eben, so Drohnenvideos über Natur, finde ich etwas vom Gewaltigsten, wo meine Seele auf einmal aufmachen. Das ist Gott, der Schöpfer Gott ist in mir und ist uns nah. Ein Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und mit dem geht in die neue Woche. Ich bete noch mit uns. Steht doch auf. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Geist, den du großzügig in uns ausgegossen hast. Und ich bete für uns als ganze Kirche, dass wir offen sind für neue und mehr Erfahrungen auch an Orte, wo wir uns überraschen lassen. Jesus, öffne auch unseren Horizont, dass es nicht nur um Emotionen, um Spontanität, um Unmittelbarkeit geht, sondern mach uns sensibel in der nächsten Woche an Orten mit dir zu rechnen, wo du unseren Alltag neu formierst und formatierst und wir wirklich einen Unterschied machen können. Wirklich einen Unterschied machen und dein Reich noch mehr ausgebreitet wird. Wir möchten, dass dein Wille geschieht im Himmel, auf der Erde und auch hier bei uns. In deinem Namen beten wir. Amen. Danke dir nochmal, Manuel.